Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir haben in der letzten Folge ein wunderschönes, aber ein richtig wunderschönes Hühnli-Ställchen gebaut. Ich würde mal sagen, dass wir uns jetzt mal ganz kurz schnell dort auf die Weg machen, weil ich habe da noch etwas ganz Kleines vergessen, was ich gerne unbedingt noch gerne würde machen. Sondern dass er einigermaßen ein bisschen besser aussehen lassen. Und zwar habe ich überlegt, dass wir da eigentlich noch könnten ausserhalb ein paar solche machen. So wie so ein kleines Überdächchen, weil ich habe das Gefühl, das könnte noch irgendwie schmackhaft aussehen. Das ist der Charlie. Wir nennen ihn jetzt Charlie. Der Charlie, unser Hühnli. Jetzt bin ich eben immer unsicher, wenn ich die vermehren kann. Ich weiss nicht, ob ich sie vermehren kann mit einem Weizenkörnchen. Ich habe sie schon beim letzten Mal probiert. Aber dort sind sie noch jung gewesen. Jetzt haben wir ja noch eins Jungs und schon eins Erwachsenes. Unser lieber Charlie mit seinem Kind. Und darum würde ich jetzt mal sagen, ich probiere es nachher gerade mal noch schnell aus, weil wir müssen sowieso mal schnell unsere Weizenform komplett abbarmen. Unsere Herdöpfel müssten wir mal noch ganz kurz schnell machen. Oh, nicht so. Zack. Zack, zack. So, dann tun wir da wirklich gerade mal schnell die ganze Seite noch voll machen. Ich hoffe, wir haben gerade genug von unseren halben Brettern dabei. Aber wie es aussieht, fehlt mir genau eins einziges. Ja, super. Oh, hallo, okay. Sind wir halt noch schnell ein bisschen baden, dass wir auch wieder frisch schmücken. Genau, jetzt fehlt jetzt wirklich genau nur noch eins. Jetzt muss ich gerade mal schauen, können wir das in unserem Inventar machen? Nein, dann kommen wir nur die über. He? Ach, mühsam. Dann müssen wir dann schauen, dass wir unbedingt noch schnell eins parat machen. Und dann würde ich sagen, dass wir noch zuerst mal unser Essen abfarmen, dass wir wirklich genug Essen parat haben. Und danach würde ich liebend gerne mal einen Ausflug machen. Also nicht einfach irgendeine Höhle, sondern dass wir mal unser Bier ein bisschen weiter wegbegeben. Zum Beispiel hier hinten haben wir ja eine riesige Eislandschaft, die ich gerne noch anschauen würde. Weil es mich einfach wundernimmt, was dort so abgeht. Ob es dort irgendetwas Bestimmtes hat, wo man kann suchen, farmen. Ich weiß nicht, was so in einer Eislandschaft hat. Ob es dort irgendwelche spezielle Sachen hat, die man kann anschauen oder mitnehmen kann. Ich habe schon mal meine Koordinaten aufgeschrieben, bevor ich die Folge aufgenommen habe. Ich habe endlich herausgefunden, wie ich das anbekomme. Und zwar... Oh nein, da drin kann ich das nicht mal machen. Oh nein! Oh Jägerli! Jetzt habe ich sogar den falschen Knopf gedrückt. Entschuldigung. So! Und da kann ich nämlich meine Koordinaten anschauen. Ich habe endlich herausgefunden, wie. Ich habe mich einmal die ganze Zeit gefragt, wie ich das machen kann. Da bin ich ein bisschen durchschneiden und durchlesen. Und habe dann endlich einen Weg gefunden, wie wir das genau machen können. So, ich tue jetzt mal zuerst mal komplett abladen, was wir gerade momentan nicht gebrauchen würden. Da rein kommt eigentlich nichts mehr, weil die brauche ich noch ganz kurz schnell und die können wir sowieso dann noch irgendwie gebrauchen. Komm, wir nehmen das sowieso noch mit, wenn wir dann auf ein Abenteuer wollen, einfach, dass wir noch ein bisschen Holz auf Vorrat haben. Da würden wir dann unsere Messer noch tun, da könnten wir unsere Dings an tun, da könnten wir die an tun. Das Werkzeug brauche ich momentan nicht, aber das soll ich nicht rein verräumen. Dann müssten wir noch ganz schnell Stein, habe ich gar keinen. Dann haben wir hier Erz, fertige Erz, da kommt dann wieder unser Eisen rein. Ich nehme jetzt da gerade mal noch schnell ein bisschen Eisenerz raus, das können wir gerade nämlich unten ein bisschen machen lassen. Dann können wir hier unsere Leinen an, das Brot nehmen wir natürlich mit. Das sind alles Monstersachen, die Fackel können wir schön da unten rein verräumen. Haben wir irgendetwas Spezielles noch? Nein, aber ich habe da aus Versehen noch vergessen, Goldbarren verräumen. So, spezielle Sachen. Zu speziellen Sachen gehört eigentlich einfach faules Fleisch. Zum Essen gehört eigentlich diese hier. Dann haben wir da nämlich noch ein paar Weizenkörnchen, die wir nachher gerade mal verfüttern. Weisse Wolle, das haben wir gesagt, das gehört zu den speziellen Sachen. He? Können wir das eigentlich auch wieder da verräumen mit dem Teppich zusammen. Das finde ich gut. So, da unten haben wir unsere Monstersachen. Wir haben schon einige viel zusammen, also es würde sich langsam lohnen, wenn wir schauen dass wir irgendwie einen Bogen machen. Wir haben ja schon mal einen gemacht, Angel nehme ich mal mit. Wollte ich unbedingt mal ausprobieren, wie die funktioniert. Wir haben ja einen Bogen schon mehrmals erhalten, aber die sind alle nicht so ganz gewesen. Darum würden wir lieber dann schauen, dass wir selber irgendwie einen herstellen. Ich frage mich die ganze Zeit, soll ich die Richter zu den speziellen Sachen tun? Tun wir die zu den speziellen Sachen. So, einen Kübel nehmen wir sicher mit. Dann können wir da Wasser mitnehmen, das Werkzeug verräumen mit unten. Und dann müssen wir... warte mal schnell. Genau, doch, darum mache ich jetzt eigentlich noch ein bisschen Eisen. Weil das weniger, da lange uns nicht, um neues Werkzeug machen, wenn wir uns schon auf den Weg begeben. Dann würde ich gerade mal noch schnell ein Stiefel machen, aber ein Eichenholzstiefel. Genau, es macht halt gerade 6. Aber das nehmen wir doch gerne mal so an. Gut, diese verräumen wir da. Schwert haben wir ja eigentlich genug, wir nehmen hier mal Stein und ein Eisenschwert mit. Dann würde ich sagen, dann kümmern wir uns jetzt mal ganz kurz schnell um unsere Farm da draussen kümmern. Weil da hat sich auch wirklich einiges da. Also... Da hat sich auch wirklich einiges da. Ich glaube, das ist wirklich alles gerade reif. Jetzt muss ich nicht mal gross schauen.
Also da können wir wirklich dann einige Brote machen. Ist das schon fertig da? Komm, ich räume es einfach mal ab. Wir räumen es einfach mal ab. So. Dann haben wir gerade wieder recht viel Weizenkörnchen. Dann können wir nachher nämlich gerade wieder unsere Hühnchen füttern und schauen, ob wir es schaffen, sie so vermehren, ohne dass sie gross müssen, Eier legen und wir müssen aus denen wieder rausbekommen. So. Und dann sind wir nämlich nachher auch ziemlich gut ausgerüstet mit dem Essen, dass wir uns wirklich schön auf den Weg machen können. Keine Angst haben müssen wegen Essen, keine Angst, dass wir uns verlaufen, weil wir unsere Koordinaten haben, sondern wirklich schön auf dem Weg alles mit dabei haben. So, mich wundert es nämlich sowieso, wie viel Stroh ich da daraus bekomme, also Weizen. Also 55 haben wir, also machen wir dann 64 Stack über, also wir werden wirklich einiges an Brot machen. Finde ich noch ziemlich nice und dann denke ich, bis wir zurück sind, können wir dann schon wieder Neues holen. Zack. Und Körnchen gibt es wirklich gut, so viel Weizenkörnchen kommen wir richtig gut über. Tack, tack, tack. So, nachher kümmern wir uns noch schön gemütlich um die Herdäpfel kümmern. Und dann tun wir nachher noch ganz kurz schnell Materialien erstellen. Wir brauchen sicher noch eine Schaufel, eine Axt. Spitzhacken brauchen wir sicher mehr als eine. Die sind noch nicht reif, die sind aber reif, da die ganz gross sind. Die können wir wegnehmen, okay. Nehmen wir die mal ganz kurz schnell alles weg und dann schauen wir mal, was wir da gerade alles verpflanzen können gerade wieder. Die sind glaube ich alle reif da, he? So, dann wundert es mich gerade, wie viele Herdäpfel. Oh, wir sind schon über 64. Also nicht gerade wenig. So, der ist noch gut. Und dann müssen wir jetzt aber auch von diesen Herdäpfeln gerade wieder verpflanzen. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, habe ich das Gefühl, dass du die Herdäpfel immer wieder musst eigentlich verpflanzen, weil du dann erst weißt, wie viel du eigentlich hast. Aber wir haben nicht gerade wenige. Wahrscheinlich schaffen wir sicher mal beide unsere Felder füllen. Jetzt müssen wir gerade mal schnell angüchseln. Zack. Und dann hier oben mal anfangen zu füllen. Dann muss ich gerade mal schnell im Inventar schauen, ob wir nochmal irgendeinen Stack bekommen haben. Aber ich oh nein! Und ich habe mein anderes Werkzeug schon verräumt. Mühsam. Ich darf eben nicht irgendwie nicht draufkumpen, sonst wird denn das zu komischer, nicht brauchbaren Erde. Aber ich tue da jetzt mal zuerst alles pflanzen und dann können wir nachher schnell das Werkzeug nochmal rausholen. So, und dann muss ich einfach darauf achten, nicht drauf rumgumpen. Nicht drauf rumgumpen, das ist glaube ich das Beste, was ich machen kann. So, wir haben 40 Herdäpfel, die können wir nachher gerade alle ein bisschen grillieren. Dann sind wir sicher fresh unterwegs. Hey, wieso habe ich das jetzt gemacht? Das habe ich nicht wollen. Das habe ich nicht wollen. Oh Jägeli. Zack. So, dann müssen wir da jetzt auch warten. Wir haben sowieso da ein paar Stellen, wo da unbedingt eigentlich mal noch müsste Gras drauf wachsen. Ich freue mich, wenn das endlich mal so weit ist, damit wir den Weg dann schöner machen können. So, dann können wir da nämlich wunderschön nochmal einen Herdäpfel pflanzen. Und perfekt. Okay, dann haben wir uns da schon mal wunderschön um unsere Farm gekümmert. Jetzt ist ja sowieso Abend. Dann können wir uns eigentlich, glaube ich, mal ein kurzes Nickerchen sicher mal gönnen, dass wir morgen fit und parat sind, um an den Start gehen und auf den Weg. Gute Nacht. So, guten Morgen, da sind wir schon wieder. Jetzt können wir gerade mal schauen, wie viel Eisen noch fehlen. Noch 7 Eisen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir uns zuerst mal um unsere Hühnchen kümmern. Und dann können wir noch einmal noch Kartoffeln abtun. Und dann mal schauen, wie viel Brot wir im Kompletten zusammen bekommen. Weil ich wollte da jetzt noch unbedingt schnell das da erledigen. Ja, brenn du. Burn. Burn. Und zwar müssen wir ja da noch schnell so ein Dings tun und dann sollten wir das rundum komplett anbekommen. Ich habe das Gefühl, es sieht dann einfach noch einigermaßen schmackhaft aus, wenn wir da so ein Überdächchen machen. Wir könnten ja sogar schon mal reingüchseln. Ob wir sogar vielleicht schon ein Ei oder zwei haben. Also eins haben wir schon mal gefunden. Da müssen wir da rein. Warte, das tun wir gerade mal schnell da an. Vielleicht kommt da gerade noch mal das Hühnchen raus. Leider nicht. Leider nicht. Aber wo ist das andere Hühnchen an? Ah, da. Sind beide da. Warte, was passiert jetzt? Jetzt habe ich es gefüttert. Nein! Ja moin. Schön, bist du gerade wieder reingekommen. Das ist aber lieb von dir. Warte, ich fütter das jetzt einfach mal. Mich wundert jetzt, was passiert. Es leuchtet die ganze Zeit, aber... Ist es jetzt grösser geworden? Komm, wir brauchen die Weizen gerade momentan nicht. Und die habe ich einmal gefüttert. Das heisst, es könnte eigentlich, oder sollte eigentlich ein Kind geben. Wir sollten uns schnell von da verschwinden. Doch, jetzt ist es gross geworden. Nice. Aber wir sollten da ein bisschen weggehen, ganz kurz von den Hühnern. Sonst sprengt man da noch den Creeper da mein Zeug in die Luft. Das geht ja gar nicht. Ja moin. Ja moin.
Jetzt hat er uns den ganzen Weg in die Luft gesprengt. Ja, moin, aber das ist leicht auf. Das ist besser, als wenn er da etwas in die Luft gesprengt hätte. So, jetzt wollte ich es aber nochmal füttern, weil es ist ja eins grösser geworden. So, und jetzt machen die Liebe, oder? Jawohl! Und jetzt haben wir schon wieder eins. Ja, nice, warte, jetzt füttern wir das nochmal ganz kurz schnell. In der Hoffnung, dass es gross wird. Und so können wir jetzt nochmal. Kann ich die nochmal füttern, dass es nochmal ein Baby gibt? Nein? Nein, okay. Ich kann die nicht nochmal füttern, aber das tun wir nochmal so lange füttern, bis es ganz gross wird. Wird es jetzt gross? Komm, wie gross? Wie viel willst du denn? Wir haben eh genug, komm, wir geben dir einfach alles. So. So, ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Oh, jetzt ist es gerade gross geworden. Aber wir haben jetzt gerade kein Weizen mehr, um das zu können. Ja, egal. Ja, egal. Wir müssen noch ganz kurz schnell Erde nochmal holen. Ich will gerade noch schnell das Loch ausbessern. In dieser Zeit können ja dann unsere Herdöpfel noch ganz kurz schnell garen, hier in unserem Ofen. Woppa. So, dann haben wir gerade wieder 31 Eisen. Mit denen können wir gerade wieder gutes Material herstellen. Da haben wir unseren Kübel. Dann sollten wir aber noch ganz kurz schnell Brot machen. 23. Ja, kommt. So etwa, hä? So, dann schauen wir mal, wie viel Brot wir da mal zusammen bekommen. Es sind nicht gerade weniger, 23 Brot. Also vom Essen sind wir wirklich gut ausgerüstet. Den restlichen Weizen können wir ja gerade verräumen. Ich weiss gerade nicht, ob ich da draussen vielleicht sogar einen Weizen drin habe. Jawohl, komm. Rühren wir das da rein, dann lassen wir das gerade mal schnell so. Dann können jetzt da mal unsere Herdöpfel gären. Wir können da oben mal schnell unser Zeug verräumen. Holz. Zack, das tun wir einfach mal da rein. Die Sachen, die ich mitnehmen, Tangeln, die ich auch mal mitnehmen zum Ausprobieren. Erde weiss ich nicht, ob die genug haben, um gerade Loch ausstopfen. Darum haben wir da 4 Erden, haben wir noch 26, das sollte eigentlich lange. Und dann müssen wir mal ganz kurz schnell, warte, ich mache gerade noch schnell eine Schaufel. Einfach nicht. Einfach nicht. Ich mache gerade mal noch schnell eine Schaufel. Um den Weg dann gerade wieder schön markieren. Das wäre ja irgendwie so rum. Schaufel. Spitzhacke brauchen wir noch. Wollte ich sicher noch eine zweite haben. Das können wir mal schon rauf tun. Dann brauchen wir da noch... Ist chilliger, wenn ich das hier einfach anklicken kann und nicht extra muss ausfüllen. Wo ist noch unsere... Soll ich auch sagen, es ist chilliger, aber wie es aussieht, doch nicht. Spitzhacke tun wir da an. Warte jetzt, Spitzhacke tun wir da an. Und da tun wir unsere Dings an. Und dann machen wir aber in dem Fall trotzdem nochmal eine Schaufel. He? So, dann haben wir vor allem 2. Ich denke, das sollte ja momentan lange. Dann haben wir das schön da schon aufgeteilt. Okay, dann gehen wir mal schnell ein Loch füllen, bis unsere Herdöpfel ein bisschen parat sind. Nachher sind wir richtig ready, um uns auf den Weg zu machen. Ein richtiges Abenteuer erleben. Mal schauen, die Eislandschaft würde ich mega gerne erkunden. Ich weiss halt nicht, ob es irgendwelche spezielle Sachen gibt dort. Darum würde ich das eigentlich mega gerne anschauen. Ob wir vielleicht so einen Eispalast finden oder irgendetwas in die Richtung, wo wir Zeug farmen gehen. Jetzt muss ich gerade schauen, ich habe nämlich ein bisschen weniger... doch, es langt genau. Das langt genau und das kann ich noch nicht machen, weil es noch nicht gewissen worden ist. Aber da können wir gerade mal schnell noch den Weg verbessern. So. Ich glaube, das sollte gut kommen, so, oder? Ja, das sieht doch schmackhaft aus. Ich wollte es dann sowieso eigentlich dann noch aus Stein machen. Den Weg irgendwann einmal so ein bisschen aus Stein machen. Warte mal schnell, kann ich dich nochmal füttern? Kann ich dich füttern? Dich kann ich aber füttern, oder? Den kann ich füttern. Ja, jetzt gibt es nämlich nochmal ein Baby. Ich glaube, die haben es wirklich schön da rein. Da haben sie wirklich noch zu essen. Gibt es jetzt nochmal ein Baby oder nicht? Nicht, okay. Aber wir haben schon mal 3 Hühnchen. Also wir kommen ganz langsam vorwärts. So, dann gehen wir mal schauen wegen der Herdöpfeli. Was da so zustande gekommen ist. Zeigen mal. 17 Stück, sind nicht gerade wenig. Aber ich würde sagen, von dem Essen her sind wir eigentlich gut dran. Also, ich würde sagen, so könnten wir uns eigentlich mal ein bisschen auf den Weg machen. Ich bin gerade noch mal überlegen. Komm, wir nehmen noch die Hälfte Kohle da raus. Dann haben wir sicher da ein bisschen Stäbchen, Holz, Notfallholz. Das Eisen würde ich jetzt mal behaupten. Könnten wir, das tun jetzt einfach mal schnell da unten rein. Lassen wir jetzt mal da, weil wenn, dann könnten wir nämlich mal suchen gehen, wenn wir bräuchten. Und dann machen wir uns doch auf den Weg. So, ich würde mal sagen, wir gehen in die Richtung. Ich wollte unbedingt mal die Eislandschaft anschauen gehen. Und dann hoffen, dass wir dort vielleicht noch irgendetwas finden. Das Wichtigste ist, dass wir wieder Eisen finden. Also, dass wir wirklich wieder Eisen haben. Es sieht cool aus langsam. Jetzt machen wir da oben dann noch irgendetwas. Da hinten können wir noch irgendetwas basteln. Echt, das kommt gut. Unsere Farm wird einfach einzigartig schön. So, da haben wir gerade wieder ein paar Blümchen. Also das Feld da ist wirklich mega schön gemacht. Eben, dass wir alles irgendwie... Auch Tierchen haben, Gras. Ein bisschen, also nicht das Gras. Ein paar Blümchen. Sieht doch ziemlich flott aus.
So. Dann versuchen wir da mal rennen, aber irgendwie will das nicht so ganz. Let's go. Komm, vor mir. Er will nicht rennen. Wieso will er nicht rennen? Soll ich mal... Nein, essen kann ich nicht und mein Essen ist immer noch voll. Ist eigentlich noch verwunderlich, dass mein Essen immer noch voll ist. Für das, dass wir jetzt die ganze Zeit irgendetwas gemacht haben. Aber egal, aber egal. Gehen wir weiter. Da vorne haben wir noch Zuckerrohr. Das schnappen wir uns gerade mal schnell. Ich glaube, das haben wir jetzt ein paar Mal abgefarmt. Hat sich schon richtig gelohnt. Eigentlich können wir überlegen, ob wir da alles rundherum voller Zuckerrohr dann machen würden. Dann würden wir nämlich auch einen Ort haben, wo wir die ganze Zeit Zuckerrohr abfarmen können. Dann müssen wir nicht unbedingt bei uns irgendetwas in diese Richtung bauen. Zack, zack. Aber das brauchen wir ja dann später auch für unsere Verzauberungen. Und das wäre natürlich ziemlich nice, wenn wir dann uns irgendwann am Ende Drachen stellen wollen, dass wir alles voll verzaubert sind, komplette Diamantrüstung und so weiter. Oh Jögeli, unser erster Bunker. Den habe ich ja fast vergessen. Wenn wir mal schauen, ob wir da noch etwas drin hatten. Ja, also ein bisschen etwas. Ein paar Knochen, Redstone und so. Aber die Sachen haben wir jetzt mal nicht mit der Schallplatte, für was auch immer wir eine Schallplatte brauchen. Eisenklumpen haben wir auch ein bisschen dabei. Ja, ich würde aber sagen, wir machen das weiter auf den Weg. Was ich sicher glaube, noch gerade schnell wird machen, was mir so einfällt, dass wir vielleicht noch ein Schöfli 2 würden töten, bevor wir nämlich dort hingehen. Dass wir uns im Notfall könnten schnell irgendwie einpuddeln und dann unbedingt könnten wir nämlich ein notfallmäßiges Bett bauen. Ich glaube, wir brauchen 3 Stoffe, wie viel haben wir? 2, okay. Also 3 Wolle. Und so haben wir gerade, ja, ein bisschen Fleisch wieder. Das ist jetzt nicht gerade das Wichtigste auf der Welt. Also eben, wir hätten ja genug Essen mit dabei. Ich glaube, mit dem Essen, das wir momentan haben, so gut sind wir noch nie unterwegs gewesen. Dahin ist die Eislandschaft. Und das nimmt mich eben Wunder, was da so ist. Weil ich kenne das einfach nicht. Ich bin noch nie an einer Eislandschaft gewesen. Ich wollte mal angüchseln gehen und sonst schauen wir dann, dass wir irgendwie noch eine Höhle finden. Dann haben wir noch mal ein bisschen Zuckerrohr. Das können wir uns ja gerade mal schnell zu uns nehmen. Das mal schnell abbauen. So. Und dann versuchen wir uns ganz langsam mal die Eislandschaft. Und da hinten haben wir ja unseren riesen Dschungel. Aber im Dschungel haben wir ja schon mal etwas gefunden. Was ist das? Ist das ein Eisbär? Jö! Einfach ein Eisbär. Wenn du mich veräppeln, gibt es da Eisbären? Ich glaube, wir sollen ein Boot bauen. Ein Bötchen wäre vielleicht noch etwas gewesen, aber wir können jetzt mal gemütlich da rüber schwimmen. Da haben wir noch ein paar Fischchen. Und unter Wasser sehe ich auch gerade nichts. Unter Wasser können sie auch immer so irgendwelche Tempel geben oder irgendetwas in die Richtung. Ist mir mal gesagt worden. Darum muss ich immer ein bisschen die Augen aufhalten. Da haben wir irgendein Rift da unten. Wo ziemlich tief runtergeht. Okay. Aber sonst eigentlich nichts Spannendes. Doch, da ist irgendeine Lücke zwischendrin. Hat es da echt irgendetwas? Ich glaube es weniger, aber ich muss mal schauen, mal die Doppelfläche. Ich glaube, wir gehen jetzt lieber zuerst mal den Eisberg anschauen. Ich habe noch nie einen Eisbär in Minecraft gesehen. Sind die auch, glaube ich, auch neuer in dem Fall? Oder täusche ich mich da? Hallo! Hallo! Kann ich dich an die Leine nehmen und mitnehmen? Du bist so cute. Jö, zeigt das einfach das Bildchen. So, wir sind in der Eislandschaft angekommen. Sally! Moin! Kann man dir etwas essen geben? Nein, du isst kein Fleisch, hä? Ja, Jägeli. So, dann hat es noch mehr Eisbären, jö! Mich wundert es jetzt richtig, ob man da irgendetwas Spezielles findet. Es wundert mich wirklich richtig, ob man da nicht irgendetwas Spezielles findet. Oder ob das einfach so eine Eisfläche ist und mehr nicht. Und ob man, kann man das Eis eigentlich abbauen und mitnehmen? Oder schmilzt das denn bei uns? Keine Ahnung, keine Ahnung. Wir müssen das mal ausprobieren. Es wird jetzt sowieso Abend, dann müssen wir schauen, dass wir uns vielleicht mal ganz kurz schnell einbuddeln und ein Bettchen anstellen. Oh mein Gott! Ufe! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Einfach so eine komische Gestalt taucht plötzlich auf und schaut das so komisch an. Ich glaube, wir schauen, dass wir uns mal schnell da einbuddeln können. Und mal schauen, dass wir schnell ein Bettchen bauen für über Nacht. Nein, das geht kaputt. Da kann ich machen. Das geht leider einfach kaputt. Okay, leider geht das einfach kaputt. Aber ich würde mal sagen, wir bauen das jetzt da einfach mal schnell mit Holz zu. Zack. Dann können wir da noch schnell ein
Fackeln tun. Dann können wir da sonst auch noch schnell mit Holz, das können wir ja morgen wieder mitnehmen. Zack, zack, zumachen. Dann können wir uns schnell ein Bett basteln. Oh, für das brauche ich jetzt, glaube ich, eine Werkbank. Zack, Werkbank, nice. Die können wir einfach hier anstellen. Und dann machen wir uns ganz kurz schnell ein Bett. Jetzt können wir uns einfach noch das normale Bett machen. Oh, jetzt habe ich zu wenig Holz, glaube ich. Oh, Jägeli. Gott sei Dank haben wir ein bisschen Holz mitgenommen. Aber das Zeug können wir jetzt wenigstens morgen alles wieder gerade mitnehmen. Dann sind wir sicher gut vorbereitet. Zack, 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 zack. Ja, und da unser normales, stinknormales weißes Bett. Das sollte ich jetzt eigentlich da anstellen. Genau. Und dann könnten wir eigentlich... Du kannst jetzt nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Gute Nacht miteinander. So, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Es ist wieder helllichter Tag. Wir sind auf dem Weg zum die Landschaft erkunden. Hinten brennen schon wieder irgendwelche Zombies und Skelette umeinander, was ziemlich gut für uns ist. Ich persönlich würde aber mal an dieser Stelle sagen, wir haben uns da mal jetzt ein bisschen verschanzt und ich würde mal sagen, wir schauen weiter in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde im Minecraft mit eurem Schweizer. Ich würde sagen, wir machen dann von da aus weiter. Wir können dann hier schauen, ob wir da irgendetwas Spezielles finden und sonst schauen wir dann, dass wir irgendeine lustige Höhle finden. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Bis in die nächste Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit eurem Schweizer. Tschüss!